Where could I go? Oh, where could I go? I want you to tell me where could I go but to the Lord. Ein alter Gospel, den Elvis schon gesungen hat. Gospelmusik hast du vielleicht auch schon gehört. Vielleicht in einem Konzert, in einem Gottesdienst oder in einem Film. Kraftvolle Stimmen, Rhythmus, Klatschen und so oft eine Freude, die ansteckend wirkt. Wie hier im Blues Brothers Film. Well. Let us all get old. Let us all get old. Let us all get old. And we pay the price. Ja, wie man hier gut sehen kann, Gospelmusik ist nicht nur Sound und Musik. Gospelmusik ist gelebter Glaube. Das Wort Gospel kommt von Gospel und bedeutet übersetzt Evangelium, die gute Nachricht. Entstanden ist diese Musik nicht in goldenen Zeiten, sondern mitten in Leid, Unterdrückung und Hoffnungslosigkeit. Versklavte Menschen in den USA, denen die Freiheit genommen war, haben angefangen zu singen. Nicht, weil alles gut war, sondern weil sie geglaubt haben, dass Gott größer ist als ihre Not. Und genau das macht Gospel und Gospelmusik so kraftvoll. Diese Lieder sagen nicht, alles ist schön. Sie sagen, Gott ist da, auch jetzt. Wenn wir Gospel hören oder singen, dann passiert was Besonderes. Ein cooler Groove, Stimmen, die sich verbinden. Aus vielen Einzelnen wird eine singende Gemeinschaft. Oh, Happy Day oder Amazing Grace sind nicht nur Lieder, sondern Bekenntnisse. Sie erzählen davon, dass Gott rettet, neue Wege schenkt und uns im Herzen berührt. In der Bibel heißt es in Psalm 96, singt dem Herrn ein neues Lied. Das ist eine Einladung für jeden Tag, auch für die Schweren. Denn Singen verändert was. Wer singt, bleibt nicht allein mit dem, was ihn belastet. Wer singt, richtet sich innerlich auf. Wer singt, gibt der Hoffnung eine Stimme und findet in der Musik Trost. I want you to tell me where could I go but to the Lord.